willkommen miteinander zu einer neuen Folge mit dem FC Arsenal Karrieremodus. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist einfach mal unsere niedrige Trainerbilanz mit 66 Punkten. Normalerweise ist 80 besser, aber mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja. EFL Cup gehen wir jetzt gerade rein, da mache ich jetzt schon die Aufstellung. Und das ist die Aufstellung mit Bellerin, Koscielny, Gabriel, Monreal, dann Cazorla, Xhaka, Walcott, Özil, Sanchez und Giroud, Dybala auf der Ersatzbank und Insigne auch. Die zwei Italiener. Dybala natürlich Argentinier, Entschuldigung. So, Cheltenham, wir gehen einzeln in Führung und glaube in der Halbzeit müssen wir skippen. Und es passiert bis jetzt nichts. Außer ich hatte vielleicht Xhaka. Sanchez macht das 2-0. Wir gönnen 3-0. Kein Verletzte, ist mir auch wichtig. So, keine E-Mails ist auch gut. Training auch. Also wir haben immer noch 66. Ich weiß auch nicht so. Wir haben jetzt ein Spiel gewonnen und ein Spiel. Also eins gewonnen und eins verloren und trotzdem 66 Bilanz. Also wir haben noch da eben das Zeug, das wir noch machen. Also Koscielny hat verlängert. Özil haben wir das Transferangebot für 87 Millionen. Und der ist unverkäuflich für uns, den werden wir nicht verkaufen. Und wir haben 90 Millionen. 90 Millionen. Zeige ich euch schon, bis wir da für es gibt. Da auf Finanzen. Wir haben 90 Millionen und 500. Und da schauen wir, was wir jetzt noch kaufen können. So, wir haben vor allem mit der Verteidigung ein kleines Problem, vor allem außen und vielleicht einen noch innen, deswegen haben wir da noch weitere Spieler. Wiederum haben wir den Gabriel noch, der interessant wäre, und den Kisma. Ich gebe dir für ein paar Mal ein Angebot an, sag nicht aber wer, und dann sehen wir uns wieder im Spiel gegen Watford. So, also los geht's! Watford gegen Arsenal. Ich habe den Kommentator noch angenommen. Und wir schauen jetzt also schnell in die Aufstellung. Heute sehen wir Watford gegen Arsenal. Wie schätzt du Arsenal heute ein? Wer gedacht hatte, dass sie als Meister durch die Saison spazieren, dürfte schon nach 2 Spielen aufgewacht sein. Bisher haben sie 3 Punkte, heute wollen sie den Punktestand verdoppeln. Vieles hängt heute von der Leistung von Alexis Sanchez ab. Mal sehen, ob er sich auch heute wieder in Torlaune zeigt, so wie zuletzt mit seinem Doppelpack. Hier haben wir die Einblendung, so läuft die Heimmannschaft heute auf. Sie gehen mit einem 5-3-2 in dieses Spiel. Fünferkette also hinten. Wir werden sehen, wie offensiv dann die Außenverteidiger ihre Rolle interpretieren. Und da haben wir die Startformation von Arsenal. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Seit 1922 trägt der FC Watford hier im Stadion an der Vicarage Road seine Heimspiele aus. Klar. So, und nachdem der Buschi uns hier eingetragen hat, würden wir mal sagen, los geht's im Spiel. Özil mit der ersten Chance für den FC Arsenal. Das ist brutal schwierig. 15 Minuten habe ich gebraucht jetzt, bis ich mal einen Schuss anbekomme. Gegen die Fünferkette ist es wirklich schwer. Ecke. Koscielny. Also das Spiel wird wichtig schwierig für uns sein. Granit Xhaka! Uiuiui. Zweiter Schuss nach 20 Minuten. Mit der Flanke. Cazorla direkt. Sanchez.
Sanchez mit der Finte und dann mit dem Abschluss. Und das 1:0. Alexis Sanchez. Schöne Finte da und dann mit dem rechten starken Fuß. Inegon Pantilimon hat keine Chance da bei dem Schuss. Arsenal führt mit 1:0 nach 23 Minuten. Jetzt wird vor dem Mal und das sofort im Gegenzug. Also das ist toller Fehler vom Gabriel, der nicht ankommt. Bellerin nicht näher kann Gegenspieler und das rächt sich schnell kaputt mit dem 1:1. Dybala jetzt mal auf die Seite zum Sanchez. Der setzt den Monreal super ein. Monreal passt zum Dybala und Dybala mit seinem Treffer. 2:2, 36. Minute. Die wiederholte Führung für den FC Arsenal. Monreal zieht super in den Querpass. Sanchez lädt einfach durch und die Ball mit dem Quäntchen Glück, dass der Ball noch vom Pfosten einspringt. 2:2 also nach guten 40 Minuten. Vielleicht jetzt die Chance zum Konter. Sanchez nicht auf den Pater für die Baller mit dem Nein! Neben dem 3:1 Pantilimon noch dazwischen, es gibt Ecke. Özil zu Koscielny, der Ball kommt leider nicht an. Cazorla mit der starken Gewinnball und Granit Xhaka grätscht da perfekt hier. Kein Foul. Und der Ball raus, Halbzeit vorbei. Arsenal führt mit 3:1. 16er rein. Uiuiui. Vielleicht jetzt der Konter, Welcott. Oh, ist vorbei. Am Brödel. Legt der Ball hier, macht das super. Und am Pfosten der Schuss vom Dybala. Gut gespielt, aber vom Theo Welcott. Vielleicht jetzt, zweite Halbzeit, noch keine richtige Chance. Jetzt Santi Cazorla! Wow, ganz knapp, verletzt sich dabei. Heieiei, super. Wir wechseln gerade, da kommt der El Neni und für den Welcott kommt Insigne. Hier, wir wechseln gerade 3-mal. Für den Özil kommt der Chamberlain, Insigne kann ZOM spielen und wir wechseln jetzt die 3 Spieler mal aus. Also das ist bis jetzt die zweite Halbzeit recht schwach von beiden Teams. Es passiert nicht viel. Und da eben jetzt die 3-Fachwechsel. Mal schauen, was passiert. Jetzt muss man aufpassen. Tschech gewinnt den Ball sofort weitergeleitet. Und Oxlade Chamberlain, der ist schnell und der kann mal seinen Turbo da zünden. Macht das super, muss den Ball jetzt kurz zurücklegen, bis alle nachgekommen sind. Und Insigne mit dem Kopf. Leider nicht zum Volley gekommen. Wäre wahrscheinlich gescheiter gewesen. Insigne wieder. Oh, der spielt heute wirklich super. Insigne, der setzt sich gut durch. Aber den hohen Pass und seine Kollegen hinten gut dazwischen. Jetzt die letzte Chance vielleicht für Watford. Letzte 3 Minuten laufen vom Spiel. Success durch. Tschech muss aufpassen. Letzte Chance für Watford und das ist gleichzeitig der Abpfiff. Arsenal gewinnt. Knapp aber verdient mit 2:1. Und ein Spieler, der ist einfach mal akzeptiert wurde, der Busch, den ich nicht brauche, habe ich auch eingesetzt mit 30 Millionen für Smalling. Das heißt, wir hätten noch einen dritten starken Innenverteidiger. Und dann würde es sich langsam aber als zentral defensive Mittelfeld gehen, weil wir dort noch nicht so stark dran sind. Und das wird jetzt aber schnell gehen. Gut.
wir haben hier Aaron Ramsey, der verkauft wird, wahrscheinlich für 40 Millionen wird er gehen. Den brauche ich nicht, also Ramsey ist auch keiner, wo jetzt, ich bin jetzt sogar sagen wir mal so ein Fan von ihm, nicht gerade. Aber da werden wir andere holen, ich habe schon ein paar im Auge, wo wir wahrscheinlich holen werden. Chris Smalling wird sofort akzeptieren, den nehmen wir auch mit. Und wir haben gesagt, wir haben noch Geld, also so 500'000 brauche ich definitiv nicht. Smalling hätten wir und Außenverteidiger wäre auch noch in der Frage. Das schauen wir jetzt aber noch. Ramsey ist also verkauft für 40 Millionen. Wir warten aber noch da auf genaue Daten. Wir können mal schauen. Wir haben insgesamt 165 Millionen ausgegeben für Donnarumma, Insigne, Dybala und Smalling und haben 74 Millionen eingenommen wegen der Verkäufe beispielsweise mit Ospina und Welbeck, der Bashi und Sanogo. Also das haben wir schon stark bis jetzt gemacht. So, das tue ich schon wegnehmen, damit ihr das auch lesen könnt. So, also, wir haben Aaron Ramsey verkauft für 35 Millionen. Dann haben wir Nathaniel Klein, wo wir holen für die Aussenseite und 3 Angebote für das zentrale defensive Mittelfeld, wo interessant werden. Der interessantste ist natürlich Sergio Busquets, 28, 87 und er gross, ist stark im Zweikampf und hat brutale Passwerte, also von dem her wäre es sicher eine Verstärkung. Neben Granit Xhaka dann und ihn als Backup natürlich perfekt. Dann Felipe Coutinho, klar, er ist eher ein Offensive, aber für ihn würde ich sogar etwas anderes machen im System. Vor allem er ist erst 24, er hat das Potenzial auf 90 und das wäre sicher interessant. Und wiederum, ja, Toure, den bekommen wir für 20 Millionen, also ganz wenig, klar, er ist schon 33, wird nicht mehr viel spielen, also da seit ein Jahr. Ich gebe ihm jetzt mal 2 und wichtige Stammspieler. Mal schauen, wer zuerst akzeptiert. Wiederum habe ich Angebote abgegeben für höhere Charakter, also was sicher interessant wäre. 114 Millionen von Suarez zum Menü, das werden wir wahrscheinlich nicht toppen, aber die 80 Millionen eventuell. So, also, Touré hat akzeptiert, Coutinho hat akzeptiert, Can hat sie auch akzeptiert, also für Can hat es auch akzeptiert. Can natürlich ein bisschen jünger. Barcelona wird für Rakitic schon auch mal etwas drin akzeptieren. Auch nice. Sergio Busquets hat akzeptiert und für Neffel Klein immer noch 36 Millionen. Das heisst 36, müsste man ein bisschen schauen, mit dem Preis langsam. Das ist 77. Da wäre zum Beispiel ein Ding nicht mehr drin. Also Busquets wäre für 60 Millionen. Coutinho wird halt wieder höher gehen. Und ja, Tour tue ich mal ablehnen, weil der ist halt alt und denke jetzt mal nicht, ob das der kommen wird. Wiederum Busquets und Coutinho kann ich mir nicht. Doch, würde theoretisch sogar gehen. Ich glaube, Busquets 4 Jahre und 2 Stärken, das ist auch viel. Da warten wir. Da können wir auch warten. Coutinho oder halt. Da kann man wegnehmen. Oder halt. Busquets, das wird interessant. Leider kann ich euch entscheiden lassen. Ihr müsst halt auch in die Kommentare schreiben, was ihr wollt, dann kann ich auch eingehen in eure Dinge. Can hat ja akzeptiert. Wiederum tue ich den jetzt aber wirklich ablehnen, weil es einfach schwach wäre, wenn ich Rakitic und Busquets würde bekommen. Also Coutinho hätten wir, Busquets oder. Also es ist schon krass. 60 und 50 geht 110. Also es wird aufgehen aber vom Ding halt nicht, vom Geld her. Ich glaube Coutinho tue ich mal akzeptieren. Coutinho definitiv, wäre 100% interessant. Wiederum Rakitic leider ablehnen, obwohl der interessant wäre, vor allem als Ex-Basler. Und Busquets kann man jetzt nicht mehr leisten. Da müsste man jemanden verkaufen, scheiße. Ah, stopp, nein.
Das heisst, wenn wir Busquets halt ablehnen, wenn wir jetzt Coutinho haben, wir würden das System wechseln auf ein dafür, dass wir klein natürlich annehmen, was für uns super ist. Und dann haben wir wirklich die Positionen, die wir brauchen, wirklich denen. Dann spielen wir nachher noch ein Spiel mit den neuen Spielern. Und also genial. Wenn das alles so klappt, jetzt gehen wir schon mal auf unsere. Auf 165, die wir haben. Everton holt mal wieder nichts. Geil. Von Augsburg. Klein akzeptiert auch. Also das heisst, wir haben unsere Leute jetzt und hoffentlich auch Zeit und Geld uns aber einzustürmen, also dass wir wirklich vorher mitspielen können. Und schaut euch jetzt das bitte an. Ich habe ja das Budget nochmal erhöht gehabt, ganz am Anfang. Und wir haben jetzt insgesamt 114,95 Millionen eingenommen durch Abgang und 251 Millionen ausgegeben für neue Spieler. Und wir haben unseren Kader wirklich verstärkt. Wir sind auf aus reiner Person alle Positionen Ü80, also das ist wirklich etwas, was ich erreichen will. Bellerin hat jetzt 80, also sind wir Ü80. Ü80, das heißt nice. Bellerin natürlich vielversprechend, wie Xhaka auch das Potenzial von 88, Özil 90 Potenzial, Coutinho auch 90 Potenzial, Sanchez bleibt so weit, die Ballan 93 Potenzial, Insigne 88 Potenzial. Wir haben auch gute auf der Satzbank wie Welcott, Oxlade Chamberlain, Perez, wo wir immer einholen können, Gabriel auf, Mustafi, der jetzt so verletzt ist, kommt wieder zurück, Mertesacker. Also wir haben gute Spieler. Also das Ziel, Kaderverbesserung, können wir mal abchecken, das haben wir. Und ich denke, tschüss, wie lange geht das, bis es mal startet? Da schauen wir jetzt kurz, wenn wir trainiert werden. Also die Ball leider weg. Ah, da tue ich jetzt einfach mal. Uiuiui, schon niemand da. Hey. Klein auch weg. Hey, die sind alle weg. Gabriel kann man ein bisschen verbessern. Sonst haben wir echt niemand mehr. Also ich meine jetzt vom Stamm her. Ja. Ja, Willock halt jetzt ein bisschen. So. Und ich denke, das wird das Ende der Folge sein. Viel Transfer haben wir. 250 Millionen haben wir heute ausgegeben. Also richtig viel Cash. Donnarumma auch bald auf 80. Also das ist schon Hammer. Das Ziel ist ja dann irgendwann mal, dass wir wirklich über 80 das Kader haben, wo über 80 ist. Also dann wir auch recht stark. Da schauen wir, ob wir vielleicht jemanden haben. Der ist interessant, aber das Gesamtstärke ist nicht gut. Da kann ich euch als Tipp sagen, der Gesamtstärke bis 75, also das ist definitiv interessant. Da gehen wir jetzt gerade anschauen, schnell. Wenn der Gesamtstärke von 75 hat im Moment. Nein, 61, aber trotzdem. Also definitiv interessant. Dann würde ich sagen, wir beenden da die Folge mal. Und wir sehen uns nächste Woche mit dem Spiel gegen Southampton, wo wir spielen werden. Hull City werden wir simulieren, Basel und Man U werden wir spielen. Also wird eine bisschen längere Folge, wahrscheinlich sind mit 3 ganzen Spielen, Mann. Yes! Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also unser Kader da lässt sich schon sehen. 4-3-3, Hammer, alles Ü80 Spieler. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal vom FC Arsenal Karrieremodus. Am Mittwoch geht es weiter mit Basel und am Freitag fangen wir an mit Foot Season. Plus wir werden versuchen, natürlich in Foot Champions zu kommen.